Willkommen, hier ist den Rat dafür und wir haben für euch eine kleine Review von Scrap Mechanic. Basics. Scrap Mechanic as e Spiel dat vun Excellent Games entwickelt gouf an op Steam am verhasne Early Access System gleechen der Welt erblickt huet. Verhast Wenn mir Kanal go Daisy. Am moment ass op Steam fir 1990 ze kreien a mir hun net firch getest. Gameplay. Ich muss zugeben, dass das Spiel sich im Prinzip ganz gut spielbar ist. Basisfunktionamente vom Gameplayer von den einzelnen Elementen im Spiel sind nur sich auch ziemlich einfach. Aus den einzelnen Elementen lässt sich aber in kurzer Zeit relativ komplexe Kreationen erschaffen, und das mit einer Vielfalt von verschiedenen Funktionen. Für zu bauen stehen einem als Basis ein ganz reifer Blick aus unterschiedlichen Materialien zur Verfügung. Es gibt Holz, es gibt Metall, es gibt so ein Alu-ähnliche Kübel, mit denen ihr bauen kann. Da spielt Gewicht von dem Material auch eine wichtige Rolle, wenn ihr zum Beispiel als Bauer will, was später hin fliehen oder so mal schweben soll. Thema Gleichgewicht. Zusätzlich zu dem Blick gibt es eine ganze Reihe von Rehren, Tischestecker und Eckstecker und so weiter für Einzelteile man zu verbannen. Das Wichtigste für die mir kompliziert und noch interessant wirken, sind allerdings die elektrisch und mechanische Komponenten wie Benzinsmotor, Gelenke, die Controller, Räder, Schubdrüsen, Federgafeln, erwartet nutzt noch alles so gut für wunderbare Gefähre zu bauen. Und die Elemente richtig kombiniert für die schnellen, einfachen oder auch mehr komplexen Auto, Apps fürs Fliehen oder ein Haus oder ein Garage gebaut. So kann ihr zum Beispiel aus der Kombination von Gelenken, ein Kontrollgerät an einem Schalter, ein automatisch Steher oder ein Trab bauen und noch programmieren. Performance. Von der Grafik hier gëtt net immens viel ze zielen. Geschafft getei für allem mat viele klenge Blick. Spiel lebt noch op manner stark Computer ruckelfrei an ohne Problem, lebt auch sos relativ flüssig. Wann da zu viel Schubdrüsen ans Spiel kommen, da kann Spiel auch immer knicken. Respektiv, da das bei einer größer Unzahl Schubdrüsen ziemlich sicher der Fall. Weil Spiel nach net verdreht sind zu viel frei rundherum Stecker. Mehr alles an allem sind aber kleine Bugs, die in nächster Zukunft vom Entwickler gefixt gehen. Außerdem kommen regelmäßig Updates heraus, die sich aktuell just auf Bugfixe konzentrieren. Inhalt. Den Inhalt gouf fir Druscher kurz ugeschnitten. Aktuell begrenzt Spiel sich op de Creative Mode, an dem er se freigestellt ze bauen anzutesten, wat ihr will. Dat ass es dann aber auch schon. Wir später in as Survival Mode geplant, vun dem er bislo awer dann net viel heieren huet. A wat denke nicht an lo? Am Allgemeinen mischt das Spiel immens viel Spaß. Das Flott und Interessantste für uns persönlich, als dass in so wenig Einzelstecker, wenn ihr da bis verstanden habt, wie die man nicht funktionieren, schnell ganz komplexe Apparate gebaut kriegt. Am flottsten ist das Spiel aber, wenn ihr zu kurz zusammen spielt und entweder etwas Großes oder einzeln etwas Kleines baut, wird dann zusammen zu testen, auszubauen, abzubauen oder einfach total zu zerstören. Am Anfang kann das Spiel, wenn sie viele Kombinationsmöglichkeiten ein wenig kompliziert als schwierig rüberkommen. Das ist aber nicht. Für das schnell und einfach zu verstehen, rate mir effektiv und Tempo-Gänge durchzugucken, ob da den durch den Hauptmenü im Spiel ganz einfach Zugriff wird. Von uns geht das Schlusswort. 2 Daumen hoch für das Spiel. Merci für die Nullleistung. Und bis geschwind.